Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Emission Blick auf Europa. Wir sind diese Woche zu Brüssel und wir haben eine Minisession gehabt. Das heißt, wenn wir das Minisession nennen, dann ist das eigentlich die normale Plenärsession hier zu Straßburg. Und 6 Mal im Jahr haben wir auch so eine Plenärsession hier zu Brüssel. Und das war der Fall. Und haben wir uns natürlich mit der Aktualität beschäftigt. Aber wenn ihr seht, Aktualität, dann ist das ja eigentlich der amerikanische Präsident Donald Trump, den eine Politik durchstellt, die im Moment noch nicht durchschaubar ist. Und aber fängt den an, löserlos Ängste und Sorgen zu entwickeln. Und das ist auch hier im Parlament natürlich ein Sujet gewesen. Wir haben einen Ausspruch dazu gehabt, und wir haben ganz klar und deutlich verurteilt, eigentlich muss respektiert, dass demokratisch gewählt ist, das ist richtig. Wir haben aber ganz klar verurteilt den Dekret, den er aufhast wird für Leute aus 7 verschiedenen muslimischen Ländern, für denen da ist an Amerika zu verbieten. Das ist an Eisen an diskriminatorisch, hier begründet das mit terroristischen Mesuren. Wir sind der Meinung, dass das nicht richtig ist. Wir haben das auch stark verurteilt, wie gesagt, und wir sind der Meinung, dass das diskriminatorisch ist, dass es gegen Leute gerichtet ist, gegen eine bestimmte Religion gerichtet ist, und dass das, wie gesagt, mit unseren Werten hier in Europa, mit Freiheit, mit Menschenrechten nicht zu vereinbaren ist, mit Antidiskriminierung nicht zu vereinbaren ist. Das war, wie gesagt, das Sujet. Leider muss ich sagen, sind eine Partie von unseren Extremisten vor jetzt, sind auch auf dem Trip. Das heißt, die fanden eine ganz Partie Sache gut, was Donald Trump da mischt. Ich befürchte ein bisschen, ich werde ein bisschen für die Wahlen, die 2017 anstehen. In Deutschland meine ich, dass das noch relativ proper über die Bühne geht. An Frankreich habe ich ein bisschen mehr Sorgen, dann natürlich auch an den Niederlanden, und möglicherweise auch an Italien. Das heißt, wir haben auch hier in Europa eine relativ starke Rechtstendenz, die trotzdem eine ganze Partie eigentlich nach Sorgen aufherieft, und auch von Anfang an muss angepackt gehen und thematisiert gehen, dann muss dafür dagegen 4 gehen. Wir müssen dagegen 4 gehen, wie gesagt, dass der Tote nicht zu einem Flächenbrand kommt, den wir zu einem gewissen Moment nicht mehr gelöscht kriegen. Den zweiten Sujet, das war, wir hatten eine Semaine parlamentär mit den nationalen Deputierten. Ihr wisst, am Kader vom Semester Europäen, wo ja eigentlich an den einzelnen Ländern geguckt wird, für Wirtschafts- und Finanzpolitik, ob ihnen aufzustimmen, für, wenn ihr eine gemeinsame Währung hat, dass ihr dann noch eine gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik möchte, für die Währungsunion noch mit zu vertiefen. Dadurch invitieren wir einmal im Jahr hier am Europaparlament die Nationaldeputiert. Und das war der Fall. Und da kommen natürlich die Sachen, die einerseits uns beschäftigen, aber auch andererseits deputiert beschäftigen an den einzelnen Ländern, kommen zur Sprache. Fehlende Wachstum, auch wenn das löserlos besser geht. Chômage extrem hoch, besonders bei der Jugend, auch wenn das ein bisschen besser geht. Da sind das Zahlen, die zwar in die richtige Richtung gehen, aber noch relativ alarmant sind, relativ beängstigend sind. Und du musst unbedingt nach Mesuren dagegen erholen gehen. Und da sind wir froh, dass wir am Kader von dem Pilier Sozial, dass wir da Mesuren gefunden, die Anklang fanden, auch an das Semester Europäen. Das heißt, dass wir eigentlich eine bessere Balance kriegen zwischen einerseits ökonomische Kriterien, Währung, Wirtschaft, Finanzen, und andererseits aber auch Sozialpolitik, dass das besser zusammen harmoniert. Das ist eigentlich auch das wird lange gedauert, muss ich sagen. Wir haben schon jahrelang probiert, die Leute davon zu überzeugen. Am Ministerrat, den ECOFIN, hat immer noch ein ganz starkes Übergewicht vis-à-vis vom EBSCO, vis-à-vis von der Sozialpolitik. Das hat zu dramatischen Konsequenzen geführt, besonders am Süden von Europa. Und wir hoffen, dass die Auswirkungen von der Politik, dass das besser an die Equilibre kommt und dass das eigentlich dazu beiträgt, dass, wie gesagt, mehr Arbeitsplätze geschaffen werden, dass das sozial mehr berücksichtigt wird und dass dadurch, wie gesagt, die Auswirkungen ob die Politik, die Austeritätspolitik rüber ist und dass es besser funktioniert. Es ist so, dass ein anderes Thema, das uns extrem beschäftigt die letzte Zeit, ich meine, uns alle Gute, noch erst daheim,
auch Press rundherum, das ist den Brexit. Das heißt, das ist eigentlich schon Briten dezidiert, die Europäische Union zu verlassen, was bedauerlich ist. Für mich ist es bedauerlich, mit das nun einmal eine Decision, die sie geholt haben, an die Gilde zu respektieren. Das dauert natürlich auch immens lange und die Leute fragen sich, ja, für was geht das nicht, was geschieht an der Lo? Wenige Schitterlo etwas endlich an Lo huet dann wie gesagt die britische Premierministerin huet dann lo die grosse Linnen festgelöst, das heißt engerseits wollen sie aus dem Bannemarkt rausgehen von der Europäischen Union, sie wollen aus der Zollunion rausgehen und sie wollen gleichzeitig nicht mehr in der Gesetzgebung vom Europäischen Gerichtshof halten. Das sind die drei großen Punkte und das hat natürlich eine ganz paar Auswirkungen, die im Moment noch gar nicht zu gucken sind. Das heißt, all der tauchen neue Fragen auf, wo ich keine Antwort habe. All der tauchen neue Probleme auf. Wenn ich an der Presse liest, dann dreht das mich ziemlich auf einem engem hege Niveau, wo diplomatisch Diskurse gefordert gin. Wann in die Politik guckt bis an den letzten Detail, wat dat zum Beispiel an der Agrikultur bedeit, wat dat an der Fischerei bedeit, wat dat am Transport bedeit, wat all die politischen Bereiche, da können den do aus dem Kuddelmuddel net mehr raus. Das heißt, do stellen sich Frohen an eng Frage werft Menge an Frau op an dat as do gesäit den dat eigentlich dat Briten absolut kein Plan hatten für das Toten an noch dem Moment schwer erkennbar als dat ze so überhaupt einen Plan haben. Das hat aber dazu gefeiert, dass wir hier im Parlament schon Teil geholt und einer Sitzung vom Komitee von den institutionellen Affären. Das heißt, alles, was Staatlichkeit ist. Wir hatten noch da die Institutionen, all wie das man nehmen muss schaffen. Wir hatten dann da invitiert die schottische Premierministerin, die leider nicht kommen konnte, die aber eine Ministerin geschickt hat als Vertretung. Und auf der anderen Seite auch den ewigsten Regierungsvertreter von Gibraltar. Für was die zwei Staaten, wenn wir mit denen ganz viel zusammen schaffen, mit Gibraltar besonders was die soziale Marktwirtschaft überlangt, auch an den Hoheitsrechten von der Fischerei, Grenzen und so weiter, aber auch an der Luftfahrt und der Aviation. Für was mit Schottland, weil Schottland direkt bekannt gehen hat, dass sie eigentlich nicht aus der Europäischen Union will rausgehen. Und dass sie alle Möglichkeiten gucken, zu verhindern, dass das der Fall soll sein, aber es muss sein, dass sie dann aber einen Antrag stellen für ran. Die zwei Fälle sind aber grundverschieden. Gibraltar hat eigentlich keinen Status als Land, als unerkannt von der UNO als eine Kolonie von Großbritannien, vom United Kingdom. Wenn ihr seht, eine Kolonie, dann ist das die letzte Kolonie in Europa, möglicherweise sogar von der Welt. Was früher Zypern war, was Malta war, was dann noch eine Unabhängigkeit gekriegt hat Gibraltar nicht gekriegt, ist also noch immer eine Kolonie, hat gar keine Möglichkeit für sich vom United Kingdom in dem Sinn demokratisch zu lesen. Par contre, da sind aber ein ganz paar die Probleme, die all da auftauchen, schon da genannt, Hoheitsrechte von der Fischerei, Luftfahrtrechte, all diese Überschreiten von Grenzen, von Arbeitskräften, von Spaniern, die an Gibraltar schaffen kommen, Tausenden und Tausenden. Das heißt, das sind Fragen, die Leute stellen, wie geht es für mit mir, wie funktioniert das, mein persönliches Schicksal hängt davon auf. Da weiß ich für Gibraltar wirklich im Moment keine Lösung. Par contre für Schottland, also ein bisschen anders, Schottland als ein unabhängiges Land, als zwar am United Kingdom mit Abergraf gehört dazu, kann sich aber auf einem demokratischen Weg eigentlich davon erlesen. Das heißt, wenn sie da Referendum organisieren oder Wahlen und sie plädieren für einen Austritt aus Großbritannien, dann ist das de facto in dem Moment der Fall. Und da können sie eine neue Demande machen, für die Europäische Union beizutreten. Und das ist, wie gesagt, ein bisschen da, wenn ihr da guckt, die Prozentsätze an Schottland wären es dick an die 67%, die eigentlich für Weiterbestehen, für zu der Europäischen Union zu gehören, plädiert tun. An Gibraltar waren sogar 97%, und da gesagt ihnen, dass die Leute immens schlecht sind, weil die am Anfang wollten an der Europäischen Union bleiben, noch immer wollen, und auch dort werden alles machen, für nach weiter dort dran zu bleiben. Das sind, wie gesagt, so die Schwierigkeiten, die im Moment auftauchen, wenn ihr ein bisschen weiter geht, und mit den Leuten diskutiert, da sind
Tausenden an tausende Leute, die sich doch froh stellen, wie geht es für mir persönlich. Das heißt einerseits, was auf der Seite von Amerika stattfindet, von Donald Trump, wo Leute, die Doppelstaatsangehörigkeit haben, wo die sich froh, was geschieht mit mir, ich darf nicht mehr anreisen, da gehen nicht Forscher, da gehen nicht Wissenschaftler, die auf Projekte beteiligt sind. Heute ist es ja so, dass ein Projekt nicht mehr unbedingt an einem Land stattfindet. Ein Teil des Projekts findet dann in Amerika statt, ein anderen Teil an Deutschland, ein anderen Teil möglicherweise in Frankreich. Und das ist das, was die Leute verunsichert, was die Situationen, noch persönliche Situationen, wo ihn nicht mehr reisen kann, wo ihn logisch gesagt, was das bedeutet, wenn so ein Mensch drüber kommt, wo den einfach dem Moment die Sachen durch den Dekret hält, an die Grenzen zumischt für verschiedene Leute, für verschiedene Religionen. Das führt zu einer Spannung an der Welt, die eigentlich dramatisch ist, und wo wir nach nicht wissen, wie wir da vorkommen, wie wir da rauskommen. Auf jeden Fall etwas sicher ist, dass die Überzeugung nicht lebt, Leute, mir etwas sicher ist, dass die Unsicherheit, die wir im Moment tun, an den dort Gebieten hauptsächlich, was als Relation mit den Vereinigten Staaten angeht, wo ich mit Sicherheit nachwärts gerne darauf zurückkomme. Ich sage nicht merci für das Nachgucken, für das Woche und bis die nächste Kehr.